aus dem Europaparlament hier von Brüssel. Herzlich willkommen für eine neue Mission. Blick auf Europa. Zwei Sujets heute Ordre du jour, das einerseits den Weltsummit für humanitäre Hilfe, ein internationales Summit, der für am Mengen ganz wichtig ist, der seit bald 4 Jahren schon präpariert wird, unter dem UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Und das ist, wie gesagt, für mich wichtig. Andere sagen, das allgemein so bla bla bla, politisches Statement, wo gibt es eine Erklärung aufgeht, aber wo eigentlich aber konkret nichts geschieht. Und das ist das, wo wir eigentlich, da müssen dafür sorgen, dass konkret etwas geschieht. Und ich meine, das ist auch als Aufgabe. Das Sujet selber ist extrem wichtig. Viele Krisengebiete, viele Menschen an Not. Am Moment sind es 125 Millionen Leute, die eigentlich an der Not sind. Und davon sind rund 60 Millionen Leute auf der Flucht eigentlich, für an Gebiete zu kommen, wo es mehr ruhig ist, wo kein Krieg ist, wo kein Hungersnot ist und so weiter. Von den 60 Millionen ist tatsächlich Kanner, 30 Millionen Kanner. Und das ist extrem dramatisch. Und dafür meine ich, dass auch muss hier etwas geschehen, dass das wirklich auf allerewigem Niveau muss thematisiert werden und dann natürlich auch daraus die nötigen Lösungen proposiert werden, Konsequenzen zu geben. Ziele von dem Summit sind eigentlich ganz klar. Erstens mal den Leuten kurzfristig zu helfen. Das geht über verschiedene Wege. Einerseits Finanzen, wo ich noch darauf zu sprechen komme, aber auch Ziele zu definieren, was an den Konfliktregionen muss geschehen. Und das ist einerseits mal Konflikte verhindern, das ist ganz normal. Das heißt, dass man den Kampf gegen die Armut, Menschenrechte besser schützen und so weiter, auch investieren in Bildung für allem. Das sind eigentlich Ziele für Konflikte zu verhindern. Das ist, meine ich, den absoluten Maximum, den man als Voraussetzung setzen muss. Dann natürlich auch, wenn ein Konflikt ausgebrochen ist an einem Kriegsgebiet, für das dort Kriegsrecht respektive Völkerrecht, dass das auch angewandt wird. Und da kommen da schon die ersten Probleme. Das heißt, wie die Summe hier berät gehen, haben all die ONGs, es sind 6000 Leute, die hier mitgeschafft haben. Es sind über 70 Staatschefen, die hier präsent sind, auf dem Summit präsent gewesen sind. Wenn ich das Teil abholen, dann ist das am Gang. Das heißt, wenn das Teil gesagt wird, ist es den 23. 24. Mai, ist das aufgelaufen in der Türkei. Und das ist eigentlich die Wichtigkeit davon, ist für zu sagen, die Organisationen, die hier mitgeschafft haben, ganz kurzfristig an den Gebieten, bemängeln einerseits, dass das ein bisschen, ja, das nicht konkret angewirkt wird, an den Krisengebieten, wo zum Beispiel Médecins Sans Frontières sich ganz deutlich zurückgezogen aus der Organisation für gesagt zu haben, die schützt uns nicht genug. Wir machen Arbeit Terrain und aber gehen da zum Beispiel Kliniken bombardiert, das gehen Heime bombardiert und so weiter. Das ist nicht Kriegsrecht angewandt, das ist nicht Völkerrecht angewandt. Und dafür haben die sich aus der Organisation zurückgezogen, weil sie, wie gesagt, weil sie wie mit der Erde weiß, wie da organisiert gehen, das nicht mit zufrieden waren. Dann ist natürlich auch die Hilfe, die wir machen. Und das ist ja nicht gerade nicht, wenn ihr in die Chiffre guckt. Das gibt ja aber eine Hilfe über das ganze Jahr. 3,8 Milliarden Dollar sind daran geflossen. Das geht natürlich noch lange nicht durch. Es geht zwischen 18 und 20 Milliarden gebraucht. Da sieht 3,8 Milliarden, 20 Milliarden, da fehlt noch ganz viel. Aber auch auf der anderen Seite muss ich sagen, die Hilfe, die da fließt, die muss auch mehr effizient angesagt werden. Es muss versucht werden, Double Emploi zu vermeiden, eine bessere Koordination, mehr Effektivität und so weiter. Das heißt, auch da liest sich an der ganzen Organisation aber ein paar die Spuren. Bei den Finanzen habe ich erwähnt, 20 Milliarden gebraucht. Lützeburg hat sich, und das freut mich, Lützeburg hat sich für 2017 verpflichtet, 6 Millionen an den Fonds zu investieren, und nicht nur ein Jahr, sondern regelmäßig alle Jahre. Das heißt, Lützeburg geht einmal ein gutes Beispiel für. Mehr aber auch die Europäische Union ist bereit, 500 Millionen an den Fonds zu investieren, für, wie gesagt, hauptsächlich an Bildung zu investieren. Weil, wie gesagt, wenn an den Gebieten, wenn da verstärkt an Bildung gesagt wird, dann ist er natürlich auch für weiter Konflikte, für weiter Kriege zu verhindern. Kritik habe ich gesagt, das heißt, die Organisationen sind nicht zufrieden mit der Organisation, haben sich auch teilweise rausgezogen.
Und das, wie ich am Anfang gesagt habe, viele Leute fährten, dass es eigentlich ein Aufkommen ist, wo viel dem Moment präsentiert wird, aber nicht konkretes Nowert dabei rauskommen. Und das ist genau das, wo man dafür sorgen muss. Im Parlament hat auch ein Erderdruck, wir haben einen Erderdruck geworfen, wir werden noch dafür sorgen, dass gerade wie bei der COP21, bei den Klimazielen, dass auch Hand und Drüben Maßnahmen kommen, Pläne kommen, Konsequenzen eigentlich kommen. Und das haben wir an einer Resolution 2015 schon ausgedrückt. Das Parlament hat doch schon seine Meinung gesagt. Und ich meine, da müssen wir Hand drüber bleiben, für das wie gesagt, nicht nur eitel wieder bleiben, sondern für das auch ganz konkret die Terra etwas bringt. Den zweiten Sujet, den ich will an Diskussion werfen, das ist der Glyphosat. Der Glyphosat ist ein Herbizid, wo wir alle gut ganz gemischte Gefühle haben. Das heißt, wir sind nicht ganz froh. Wir benutzen ihn zum Teil, und das ist bekannt als Roundup. Auch wenn wir das immer mit ganz gemischten Gefühlen machen und immer in einem kleinen Dosage, so haben wir als Parlament, ihr wisst, dass die Polemik schon eine Zeit besteht. Ich hatte schon eine Sendung darüber gemacht, ich hatte schon darauf hingewiesen und ich hatte euch nicht gesagt, ich Laufenden zu haben. Aber Laufenden halten, das heißt, der Conseil hat den 19. Mai auf einer Woche keine Einigung gefunden. Das heißt, dass nachher mal an der Schwerf, dass nachher mal nicht die Verlängerung das Mandat, wo es geht, für die Kommission kann Mandat für das Remenke zu verlängern, ist nach immer nicht dezidiert. Viel zu viele Länder, 19 sind da dafür. An die anderen, die sind, enthalten sich, auch als Lützeburgische Regierung enthält sich, gerade wie die Deutsch, zwischen der Umwelt und der Landwirtschaft. Umwelt sind Bedenken ganz groß. Es sind Studien, die darauf hinweisen, dass es krebserregend ist. Einer so in der Contraire. Für uns als Politiker ist das natürlich auch extrem schwer. Und ich meine, noch für die Conseil ist es extrem schwer, wenn ihr seht, zu den wissenschaftlichen Studien, zu den Basen, wo ihr sich eigentlich darauf verlassen, aber wenn die dann widersprüchlich sind, wenn die kontradiktorisch sind, dann ist es natürlich immer schwer. Wenn die Weltgesundheitsorganisation etwas Ähnliches sieht wie die Europäische Agenz für Lebensmittelsicherheit, dann ist das, wie gesagt, ganz kritisch zu handhaben. Und ich für meinen Teil will sagen, für mich ist den Glyphosat, ich schließe mich an die Resolution, die wir geholt haben, nach just eine ganz kurze Zeit zu erleben, und nicht mehr überall, au contraire, nicht mehr am private Gebrauch, es soll aus den Supermärkten verschwinden, nicht mehr auf den öffentlichen Plätzen, das heißt alles, was Lieu public ist, alles, was Spielplätze ist, da müssen Gemengen und da muss der Staat seine Verantwortung holen, für es dort zu vermeiden, für es dort zu verbieten. Und dann natürlich auch an der Agrikultur, auch da muss, wie gesagt, das Göttchen benutzt für die Last, für just 400 Rekolten zu spritzen, für das, wie gesagt, alles an Planz rasch heißt, das soll auch Eisen am Moose noch verboten gehen. Das hat für das Parlament sich ausgesperrt und da sind ich mit der Resolution und da fordern wir auch die Kommission und auch den Conseil ab, für sich darunter zu halten. Während der Zeit kann ihn benutzen, für Alternativen zu forschen. Aber für mich ist das Vorsorgeprinzip eine absolute Notwendigkeit. Das heißt, wir müssen wenn wir die Konsequenzen nicht aufhassen, wenn wir nicht wissen, was für lange Zeit steht, dass daraus können entstehen, dann sollen wir das in Zukunft nicht mehr zulassen. Der Unterschied ist ganz stark von den Amerikanern zum Beispiel, und das ist ja auch ein großer Punkt, ein großer Diskussionspunkt vom TTIP, vom Freihandelsaufkommens, was am Gang ist verhandelt wird mit den Amerikanern. Das heißt einerseits Europa, das Vorsorgeprinzip reicht, wenn nicht alles bedenkungslos durch Studie festlegt, geben wir eine Autorisation. Einerseits das amerikanische Modell, den eigentlich steht, ein paar elementare Kriterien geprüft und da geht auf dem Markt zugelassen. Und dann noch, wann steht entstehen, dann natürlich muss es zurückzugehen und da geht auch geklot. Also die sieht da einen großen Unterschied, eine große Divergenz de vue. Und solange wie das nicht das Vorsorgeprinzip in diesem Fall auch konsequent angewandt wird, sind ich prinzipiell nicht für eine Zulassung über die nächsten Jahre. Zum Glyphosat muss ich sagen, dass, wie gesagt, das Mandat den 30. Juni ausläuft. Das bedeutet, dass durch die Produkte nicht mehr vertrieben gehen. Es gibt zwar schon diskutiert für
kurzfristig Zulassungen enke vu 6 Monaten oder maximale Joer zu genehmigen. Ich werde davon, wie gesagt, nicht immens begeistert, weil eben nach die Etüden darauf hinweisen, dass es aber gesundheitsschädlich respektive krebserregend ist. Und dafür alt nach ein Keierei, das keine Decision gefallen, das möglicherweise eng Etappe, die mal an der Vorsicht überwonnen haben, die wir gewonnen haben, aber das noch viel zu machen. Und ich werde auch in Zukunft noch ein Kehr über das Sujet informieren. Soweit, wie gesagt, hier von Brüssel. Das eng Plenierwoch gewircht. Darüber werde ich nächste Woche ein bisschen berichten, was dann das Forum oder de Jeu war, aber was wir da aufgestimmt haben. Dafür merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.